Heus die Leben hat, Tod an die fri kon sein. Oh, Jesus sagt sing for, Tod wordt die Deut von mir. Gottes lom har jag studerat, hans våld jag känner inte vånd och grov. Gottes lom har jag studerat, hans våld jag känner inte vånd och grov. Gottes lom har jag studerat, hans våld jag känner inte vånd och grov. Gottes lom har jag stått vid, har jag stått vid ett wundervolles Gnade. Deras förständige Lord, hans Liebe steht du ein, dort in die Kriegsstadt blüht. Ja, ich dein Leben hat, dort an die fri kon sein. Oh, Jesus sagt sing for, dort wordt die Deut von mir. Du ropst mig ut grov bim nu. Du ropst mig ut mine sjån. Jag säger och röle as för god, då ni as jag kom. Ni har förstånd språk, jag kan leva den med Jesus, har det Jesusans frihet. Ich maja, jag bomben sinnen disret, men i det Leibens skönhet, har det Jesusans frihet.
Dankzij God voor die schoonheid wat er allemaal aan ons is. Dankzij voor die lief wat er allemaal aan ons is. Dankzij dat du allemaal voor ons bist. Wir können uns ganz auf die verlassen, was du gesagt hast. Du bist dieselbe von da, was du gestern wirst. Du bist dieselbe von da, was du morgen wirst sein. Wir können einmal uns auf die verlassen. Dankeschön dafür. Die hat hab deine gnadeste verluten, o meine Del, hab deine Hand mir gehabt, von dem Moment, wann ich war, ich mich doelei, wo ich sing, von der Schönheit von Gott. Mein ganzes Leben wirst du treu haben. Mein ganzes Leben wirst du so ganz. Solange hast du mich aufs dort leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. Ich glorie deine Stern. Har du lässt mich durch so viel in dunklen Nacht, dass du dich visest schön und brav. Ich kann dieses in Voda, ich kann dieses Schönheit von Gott. Im ganzen Leben wirst du treu haben. Im ganzen Leben wirst du so gern. Solange hast du nie aufs dort leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott. Deine Schönheit, der auf mich hängen an. Deine Schönheit, der auf mich hängen an. Mein Leben hat ich sie angelegt, ich geb dir alles an. Deine Schönheit, der auf mich hängen an. Deine Schönheit, der auf mich hängen an. Deine Schönheit, der auf mich Mein ganzes Leben wirst du treu haben. Mein ganzes Leben wirst du sagen. Solange hast du mich aufs dort leben, wo ich sing von der Schönheit von Gott.
ist wundervoll, amen. Dass wir können von der Schönheit singen, aber auch der Verfreuen. Man, mir freut, dass die hier sind. Ich weiß nicht, was die sind durchgegangen in der letzten Weg. Vielleicht sei es something durchgegangen, die sagt, das wäre meine schwanste Weg. Und das wäre eine schwere Weg für mich. Und du sei hier, vielleicht sei ich hier, die haben eine gute Weg gehabt. Und die sind hier zum Gott loben und preisen wir uns alle top. Was immer von der Leute best, mir freut, dass die hier sind. Und dass wir bis alle top können Gott anbeten. Die können ihnen toll sagen. Ich kann jeder einer welcome hier. Sehr gut, dass ihr seid zurückgekommen von der. Dankeschön für online sein mit uns top von der. Von wo immer hier checken. Mir freut, dass die hier sind. Und bloß, das sind auch mit uns top spannend. Und bis von Gott seine Schönheit hier. Und von am Singen. Und nicht bloß von am Singen, aber am Singen, am zu feiern, dass bis so viel wird. Mir hat Gott von der war ein von unseren Wirten ever zu gehen. Und some von ihnen waren vielleicht auch alle auswendig haben, so viel besser. Aber von der, weil ich den Wirt ever gehen, was uns wichtig ist, und das redet von dort, wir sind eine Kirche für Familien. Wir sind eine Kirche für Familien. Und uns hier dort scheint Gott dein mit der Freund, was Raman sind, mit der Freund, was hier in dieser Kirche sind. Und das ist ein gutes Ding zu sein in Lebenswasser, dort wir eine Kirche für Familien sind. Und wir können alle top kommen, wir können alle dein hier, von jung bis alt, wir können alle zusammen stehen, wo wir können dein mit unseren Freunden top. Wenn ich rede von, wir sind eine Kirche für Familien, wir sind eine Kirche für junge Familien, wir haben junge Families hier mit Kindern. Und so, unsere Nummern, wenn man klippet nach den Nummern checken, die kleinen Kinder von 4 bis 11 Jahre alt, dort sind 210 Kinder, was an Jahren sieht, der im Sonntag da durchdrehen. 210 die Kinder von 4 bis 11 Jahren. Das sind die höchste Nummer von Menschen hier in der Kirche. Das nächste ist von 12 bis 18. Und so, das sind ein bisschen interessante Nummern zu sein. Aber das sage ich nicht, dass wir nicht die älteren Menschen auch respektieren und dass die auch nicht, was wir sind. Wir gleichen dort. Dort die Großmama und Großpapas hier sind, die ältere Leute hier sind, dort merkt die Familie bis komplett und wir kicken nur wir respektieren und wir lernen von denen, was ein bisschen älter sind. Aber wir haben junge Familien hier. Wir haben die Familien nicht zu kriegen, wir wollen von der in Sehen sprechen über some Familien mit jungen Kindern. Und so, ich glaube, es sind 7 oder 8 Familien, die hier sind. Und so, ich würde bis Frau, dass die nachkommen, dann wollen wir in Sehen über beten, über die Kinder, über die Eltern. Und so, würde die bis please nachkommen, wir haben da abgelehnt, dass die selber nachkommen. Und den Vers, was wir irgendwo von der mitgeben, der kommt in Sprüche 22, Vers 6. Das sagt, lieh ein Kind den rechten Weg gehen, dann wird er auch dabei bleiben, wenn er alt ist. Und das ist, was wir wollen tun. Wir wollen die Lieblos in der Städten, was hier von der sind, in dort, dass die Kinder lernen, dann wir wollen in der Städten aus Kirche, und sei wie in der Städten gehen, wir wollen mit ihnen gehen, und bloß bei uns sein, wenn sie die Kinder dann lernen. Wir haben das letzte Jahr ein bisschen mehr Raum gemerkt in der Kinderkirche. Wir haben mehr Stuhl aufgemerkt für Kinder, und hier bringen die Babys. Das ist awesome. Ich gleich dort. Und so, ja, komm bitte wieder das und so hier. Man, mich freut, dass die hier sind. Das ist wundervoll, right? Sehr, sehr fein. So, wir haben Raum in der Kinderkirche. Und mich freut, dass sie ihre Kinder dort bringen, dass wir ein Partner sein mit ihnen. Und ihre Kinder das und so lernen. So, wenn wir die Kinder hier so boven haben, die Eltern hier boven haben, ich will bis hier, dass wir nicht das auf einmal abmixen und sagen, erst das Messes, die Religion, wo sie die kleinen Kinder taufen bekleiden. Das hat nicht mit der Taufe zu tun. Das hat nicht mit zu tun, dass wir die kleinen Kinder auf irgendeinen Weg seilig sprechen. Diese Kinder, die waren alle mit eine Entscheidung merken, Jesus nur zu folgen. Und das ist ihre Entscheidung, wenn sie Strater sind. Aber wir wissen, dass die Kinder, die lernen sehr viel, wenn sie ganz jung sind, von ganz jung bis 7, bis 10 Jahre alt. Die Dinge, was sie dann lernen, das sind gewöhnlich die, was sie im Denken haben. Und so das ist wichtig, dass wir die Kinder clean lernen und wir als Kirche bis besiegen können und halten und bis an Mut sprechen. Ich denke an die Geschichte, wo in Markus verteilt, als die Geschichte von, wo die Jünger, die bringen, oder die Menschen, die bringen kleine Kinder nach Jesus und die Jünger, die sagen, oh, warum mit Jesus, der soll meiden, sie
Zij schuwen de weg. Zij schuw, goed naar huis, goed in de andere stoel aan, oder goed hier weg, Jezus als Almight. En Jezus zegt, ho, wacht een beetje. Het zegt dat hij weer een beetje verdrisselijk is, waar de jongen zegt, no, laat de kinderen naar mij komen. Laat de kleine kinderen alle hier naar mij komen. En dat beeld wat ik in mijn kop heb, is dat zit, dat als vandaan is ik in een school werk, wie gelijk 10 of zo jaar oud. En dat de Bibel zegt, hoe dat bijna weer, dat zat Jezus op een steen en de kleine kinderen alle zo ram. Dat beeld is mij aan, because dat we jong weer, zag ik de geschichte. En zo Jezus zegt, laat de kinderen naar mij komen. En dat is wat we doen hier in Lebenswasser, we zeggen, laat de kinderen komen. En niet in alle kerken is het dat de kleine kinderen kunnen in de kerk zijn. En wie zeggen, brengt de kinderen her. We willen partner zijn met jullie ouderen en met bij jullie staan en jullie helpen jullie kinderen leren. En zo we worden een vers geven. En den vers den heb ik al groot gezegd. Leer den kind in rechten weg gaan. Dat is op den vers. Dat papier. So wanneer je wel dat uitdelen, jij vindt dat? Of vielleicht hast du dat al? No? Okay, you want to go first? You want to go first? Ja. Okay, so das erste habe ich hier Nicolas und Anna Wall und ihr Baby Steven, heißt 1 Jahr. Und dann habe ich Jakob und Susanna Leuven, ihr Baby Diana, sie ist 1 Jahr und 10 Monate. Und hier sind Eliseo und Lisa und ihr Baby Randy. Willie und Tina Dick und Baby Lincoln Jace, heißt 1 Monat. Und dann habe Abraham und Neula Nicolai und ihr Baby Eufje, sie ist 4 Monat. Juan und Eva Dirksen, ihr Baby Sienna, sie ist 1 Jahr und 4 Monat. Corny und Jessica Freys, ihr Baby Melanie Jane, sie ist 4 Monat. Ik wil bevragen dat je opstoot. We hebben pas in je starten en een zijn even aanbeden hier van de Samariërs. Voor de hemel, ik kom tot die en ik dank die voor deze families wat die hier zijn. Ik dank die voor de ouderen en voor de verlangen wat ze hebben, de kinderen op een rechten weg op te trekken. God, ik bid dus dat u entweder wijsheid geven dat ze de kinderen worden optrekken naar de Bibel, zoals de Bibel zegt, en dat u was een eer daarvan creëren. God, ik bid dat u was de oudere wijsheid geven en rechten weg te gaan. Du was een geduld geven en du was een lijf geven voor de kinderen, dat ze worden lieftolig met de kinderen omgaan, zoals du ons geleerd hebt. Ik bid God dat u de kinderen was gezondheid geven, dat körpers wordt sterk zijn, dat verstand wordt fijn developen, dat ze worden klaar het verstand hebben, dat ze worden kunnen de rechte entscheidung maken, zoals ze opwassen. God, wie bid dat ze zijn over de ouderen en over de kinderen en beschützung over in Jezus naam. Amen. Amen. Wer werden uns eine Hand geben? Je kan je doel zetten. Het nächste waar we de boodschap hebben van Pastor John. Kijken verder weg voor dat. Dat handelt zich om de familie, over God zijn hart en een Voda hart. En zo wat interessant is aan deze boodschap hier van Daut te horen. Zo, wer freut zich voor de boodschap? Zeg je goed voor dat? Ja. Good morning. Ik freue mich, dat je alle hier zijn. En je hebt schijnbaar kerk voor waren, niet? En hebben ons dat hier thuis gezeten. Er is ook wel een paar zijn hier, maar ik ben fijn dat we geen kerk hebben. Jezus, hij het raam, hij dat ministry kan zijn, hij predigt, hij heilt mensen. En dan heeft het zo dat door bij Jezus, wat de Farizeeën namen als mel en als garbage kunnen zijn, dat stift bij Jezus taub. En zo de Farizeeën, die zijn zo ontevreden over dit. En zo Jacob al zei, dat voeder hart Gottes, du werden een beetje naar checken. En zo deze 3 geschichten, wo we van der wel naar checken, dat handelt zich om wat de Farizeeën zijn. En Jezus beantwoordt wo sie über grunzen. Wenn sie grunzen, dat bij Jezus stift te veel mel taub.
Da sind so viele Menschen, die du nicht anhören und hij atmet die taub und so eine Dinge. Und dann sagt er zu steht in Lukas 15, dann brachten alle Taxkläger einen Sünder. Nou, het is interessant dat de schrift betekent die Versen so steht, als Taxkläger einen Sünder. Das ist meist ein bisschen, dass die Taxkläger sind noch eine viel eure steht, als Sünder sind. Und bei den Juden wird ein bisschen, die Taxkläger, dort wären die erste Fien, was sie hatten, wenn die schafften für die römische Regierung gehen, ihre eigenen Menschen. Und so, dort wären Englisch sagen, dort wären Traders, oder dort wären Söhne, was ein Volk hängen liegen. Und so, diese Gruppen, die kommen nach Jesus. Und das will ich sagen, sie kommen dahin, wo Jesus wird. Sie mögen sich nur, sagt er, zum Hirn. Aber die Schriftgelehrten und Pharisäer grim Säuden darüber und sehen, das Mann nimmt die Sinne an und atmet den Taub. Und so, das ist der Anfang von diesen 3 Geschichten. Und dann vertelt Jesus in 3 Geschichten, zum entwiesen, wo Gott sein Hort ist. Und ich will diese Geschichten von der Brücken, oder die Prinzipien von diesen Geschichten, wir wollen die nicht lesen, aber das sind 3 Geschichten. Eine Geschichte handelt sich von einem Schub, was verloren geht, und der Schub hat jetzt hingeran, was dort fängt. Und schlagt sich dort am Schöller, ein Haus, raubt sie in den Oberstub und dann hat sie ihn fast. Die zweite Geschichte handelt sich von einer Frau, die hat Geld verloren, Cent können sein, und so sie fächt das Haus aus, sie riemt ab, was sie dort fängt, raubt ihre Freund taub, und dann hat sie ihn fast. Die dritte Geschichte handelt sich von den Seen, wo du weichert von Tüß, er nimmt sie aufgeht und geht von Tüß weich, und kommt aber, was er in ein Haus aus der Ansicht kommt, und die Fuhrer rannt in den Jäh, nimmt ihn ab, und sie haben ihn fast. Und so ich will 5 Prinzipien nehmen aus dieser Geschichte von dir. Und diese Prinzipien, das sind Principles oder Prinzipien, die die kann brauchen in einer Familie, die die kann brauchen im großen Ganzen mit Menschen. Na, weet je, diese Prinzipien, die da von dir ein bisschen so boven Eva. Das ist ein bisschen wie Fliehen mit Hecher und checken nur ein großes Bild. Das gibt Dinge in der Familie, das gibt Dinge mit Kindern, wo wir nicht von der allen Einzelheiten wollen durchgehen. Wenn wir wollen, mal die Familie abtreten, ganz durchnehmen, das wird lang dauern, nicht? Das sind viele Einzelheiten, man. So, passt die an, beginnt, dass es beginnt schafft. Aber wo mit jungen Kindern ist, wenn jeder Familie hat Kinder, die verschieden sind. Und so, du hast Kinder, die wunderschön mal haben, die als die Eltern, oder die lichten sich nicht mit ihr Benehmen, und wo die sind, und so eine Dinge. Und so, wenn wir uns das anwenden, zum sein, wo haben wir das in unsere Familie anwenden, aber das sind überall Prinzipien, die sehr wichtig sind in unserem Verhältnis mit Menschen. Unser Verhältnis in der Familie, oder hier in der Kirche, oder bei deiner Arbeit, oder mit Menschen, die du schachern, das Menschen, die du mit umgehst. Wenn das sind Dinge, die kommen mit Gott sein Hort. Und so das ist Gott sein Vorhort für uns. Das erste ist, bedarf deine Kinder mit Gnade. In dieser Geschichte, da finden wir, dass die Führer, er bedarft, oder in jeder einzelnen dieser Geschichten, Gott bedarft dort mit Gnade. Gott hat Gnade für das Schub, was weichert. Gott hat Gnade für dort, was er verloren hat, das Cent, was verloren wird. Gott hat Gnade für das Sehen, was er weichert und was er zurückkommt. Und so Gott, sein Prinzip von mit Menschen handeln, ist mit Gnade bedarft. Jesus sein ganzes Sünden vergeben hat mit Gnade zu tun. Und so die Bibel redet viel von Gnade. Gnade ist ein Ding, was wir kriegen, ein Geschenk, was uns gegeben wird, wo wir nicht wert sind, was wir uns nicht verdient haben. Und so da waren Zeiten kommen, wo du deine Kinder was Gnade geben, was sie sich nicht verdient haben und was sie vielleicht nicht wert sind. Aber wir als Eltern, wir haben eine Gelegenheit, unsere Kinder mit Gnade zu bedaten. Gnade ist zu sein, in wo Gott uns gemerkt hat. Gott hat uns gemerkt mit einem freien Willen. Und wenn du ein freier Willen hast, dort wo wir uns können wählen, weichgehen. Dort wo ihn das sehen, sie können wählen, von Tüß zu gehen. Dort wo ihn der sich wählt, er wird sein Geld nun nehmen, was er alle noch nicht mal dort wird. Und so er wird sein Aufgabe nun nehmen, er wird weichtragen von Tüß, er wird so leben, als er will. Dort ist eine Gnade, was Gott dir gibt.
Ik weet niet, is je mal den wat je wij dacht hebben, aber dienen, je leen het dien vrije wel, het dienen Kenia vrije wel, dat zij kan weggaan, wanneer ze willen, dat is ook nog een genoegen ding. Gott heeft die niet gemerkt, heeft mij niet gemerkt als een machine, oder als bloß irgendwas, wat kraak in Programm hängen rangeht. En dat merkt er einmal schwanger, vielleicht können sein, aber dat is ook een zeer wertvolle ding. Dat mensen han vrije willen. So das sehen, wenn wir an den Seen besonders denken, die haben eine freie Wohl zum Weggehen. Und die Führer leid dort. Mir ist immer interessant in der Geschichte, dass die Führer, das kein Geprache, das kein, like wenn die so und so wascht, dann war ich die so und so, das nichts dort. Und so die Seen, weil sie Geld die Führer jeft und die Seen verlaat. Und so unsere Kinder haben eine freie Wahl. Na, wenn die kleiner sind, dann ist es ab und an uns Eltern, zum die Trag halten, nicht? Aber die haben danach eine freie Wahl. Und Kinder sind verschieden. Und einmal mit verschieden umgehen, durch was für Charakter die haben. Aber unsere Kinder haben eine freie Wahl. Und dort wird durch handleiden, dass die angehorsam sind. Und wenn Kinder angehorsam sind, dann müssen wir mit genug strafen, wenn wir strafen machen. Na, das kommt manchmal eine Zeit, wo Eltern müssen strafen, besonders wenn die Kinder kleiner sind. Aber wenn die Kinder abwassen, und die von ihnen, was all große Kinder haben, die sind abgewassen, die sind sozusagen abgeeinigt. Und dann bedacht du die mit genug. Wenn einmal schlun Kinder vielleicht ein Weichen, dass die Kinder wählen sich, wo du nicht mit stimmst. Und dann haben wir ihnen wohl als Eltern, wie können die rutschmieden, wie können die aufsehen, wie können die weichschieben von der Familie. Oder wie können die mit genug bedachen und entleuven und annehmen, wenn sie auch so sind, vielleicht hast du nicht gleich. Aber das ist ein Gnudending. Und so wie man uns lernen, mit Gnud umgehen. Und die alle, die wollen, jedoch ist es wichtig, dass wir unsere Kinder mit Gnud bedachen. Das ist, ich sagen, das ist nicht bloß in der Familie. Das ist allgemein. Das ist Menschen, wo du jetzt. Du bedachst dich mit Gnud. Du kannst bei der Arbeit vielleicht so hart sein, oder so wuttig sein, oder wenn die nicht so und so tun, dann soll er uitfliegen, oder was einmal, like verschiedene Dinge, die wir tun. Aber wir wollen unsere Menschen, besonders in der Familie, mit Gnud bedachen. Und so, wenn die nicht Kinder weich anschlagen, was die nicht interessiert, dann bedacht die mit Gnud. Mit Gnud bedachen meint nicht, dass du die Rolle annimmst, was die tun, aber du nimmst die Person an. Und so, das ist besonders wichtig, wenn die alle wollen. Und so, wenn die nicht Kinder einen Partner sich wählen, was die nicht so interessiert, dann bedacht das mit Gnud. Wenn du was mit deinen Großkindern spielen, weißt du? Und so einmal würde wir gleich in unsere Kinder ihr Partner wegschieben, wieso hast du dort gewählt, oder so eine Dinge, sind da einmal. Oder wenn die Kinder eine Arbeit annehmen, was die nicht interessiert, vielleicht bist du ein Former, und du hast Lebenszeit dort geschafft, dass die sehen, wo die Form übernehmen, aber denen interessiert das absolut nicht. Und die hat ganz das haben. Dann bedacht das mit Gnud. Wenn einmal unsere Kinder haben andere Interesse als wir haben, oder wenn sie eine andere Zeug anschlagen, als was die interessiert, dann haben wir jedem Mal ganz falsch hier, dass Kinder eine Zeug anschlagen, was die Eltern nicht interessiert. Dann bedacht die Kinder mit Gnud. Und jeft den sehen, nimm die an. Und so, wenn wir unsere Familie mit Gnud bedachten. Und so in dieser Geschichte, die Führer, Gott sein Führer hat als ein Hort von Gnud. Dass du gerat bist, haft bloß mit Gnud zu tun. Dass Gott uns nicht weichschmiert, dass Gott uns nicht weichschifft, dass Gott uns nicht in seine Familie rüberstreckt, haft mit Gnud zu tun. Und so, wenn wir in unserer Familie, unsere Kinder mit Gnud bedachten. Das nächste steht in Epheser 2, aber Gott ist so reich und Gnud und er ist uns so gut, so Gott ist der Führer. Und er ist so reich und Gnud, dass er uns mit Christus zum Leben bracht, wann wir auch Daut in unser Sinn wären, durch Gnud war wir seilig. Na, was ich will haben, dass wir hier sein, ist, dass uns wie noch ein Sinn wären. Die Bibel lehrt, dass du noch ein Sinn wirst, starb Jesus für dich. Er starb nicht dann für dich, als du alles erreicht hast. Das ist noch nicht mal alles erreicht. Aber weißt du, das sind Gnudenhort Gottes und das ist ein Vorbild für uns, wenn wir unsere Kinder abtragen. Wenn unsere Kinder, die wollen vielleicht manchmal Dinge tun, was uns nicht interessiert.
En dat is wichtig dat we in ons hart eine Entscheidung merken, dass wir wollen genug geben, wann die auch noch nicht angewogen sind. Und manchmal denkt vielleicht so, okay, wenn die noch mal was trägt, wenn die noch mal was kommt, sorry sein oder so eine Dinge, dann ja. No, wir müssen das klar haben, dass wir haben genug in uns Hart, für das jemals tun sitzt, dass es ever was ändern im Leben. Und so Gott, Jesus starb für uns, als wir noch Sünder wären. So, bedank die Kinder mit genug. Und das ich sage, da sind viele Einzelheiten zu der Tau, was ich nicht alle kann sagen von dir. Die Kinder sind verschieden von einem oder anderen. Aber im Großen und Ganzen, nimm die in dein Hort dort nahen, dass so es ans himmlische Fuhrer mich mit genug bedeutet, so will ich meine Kinder mit genug bedeuten. Der zweite Ding, bedeutet die Kinder mit Vergebung. Und diese Geschichte, das ist eine Geschichte von Vergebung. Als der Junge Haus kommt, als der das Truppenhaus holt, als der das Sandfang, wir haben nicht ein Satz in das ganze Geschichten, dass du von den Führer eine Beschuldigung hast, in eine von den Geschichten. Von den Ältesten sehen wir eine Beschuldigung, nur den Jüngeren sehen, aber nicht von Führer. Und du warst Luther mit nur checken. Aber du wirst kein Trei holen von all das Arsch. Als die seine Haus kommt, dann hat der Führer eine Wohl. Er kann mit den jungen Dulsaten und erstmal die ganze Resab durchgehen, wo ist dein Geld geblieben? Wie viel frühes Holz? Oder was deit's alle? Wie viel Drugs hast du gebraucht? Wie viel hast du gesopen? Was deit's du alle durch diese Zeit? Aber das ist nicht ein Satz von dort nicht. Und wir können uns die Kinder so beschädigen, wenn wir immer das ganze Hebaksfall war holen. Wenn die was anderes getan haben, dann kommen die vielleicht drei und die kommen vielleicht sogar sorry sein zu dir, dann holen nicht die vergangene Sinn alle über dir. Wenn das hängt dann zum Beispiel an, ja, like du das viermal als es steht, dann seht es halt sorry, like und das hat nicht geholt nicht. Alle Hund Dinge, die haben wir an die Kinder verschmieden. Aber nicht bloß an die Kinder, andere Menschen. Und so, bedeig Menschen können sein, bedeig die Kinder mit Gnade. Wir fingen diese Geschichte nicht, dass du eine Zeit wir von Proben. Der Führer sagt nicht, ich sehen, wenn du sehen, kommt in die Hüste und sagt, jetzt lass mich wenigstens den Arbeiter sein. Der Führer sagt nicht, weil, dann musst du an Stall wohnen für 3 Monate, warum sein würde die benennst und dann kann wieder reden. Du hast nicht ein ganz Kleinbett, sonst dort nicht. Und der Führer rannte den Sehen entgegen und er merkt den Sehen, ein ganzer Sehen war er nimmt den an. Du hast eine ganze Annehmen aus dem Kind. Und so unsere Kinder wollen manchmal auch rechte Dinge tun. Du hast vielleicht eine Liste von Dingen, besonders wenn die älter werden. Aber wenn wir als Eltern älter werden, unsere Kinder sind all von Tüß, die sind all befreit, bei einmal ändern die Verhältnisse ein bisschen, und dann können wir als Eltern bei einmal mal durchsetzen und mal alles holen. Und sagen, check mal, was mir das alle gekostet hat. Und du hast nicht ein so ein Ding, als dass der Führer den Sehen verhält, wie viel Geld am das gekostet hat. Und weißt du, den Führer kostet den Sehen sein Leben viel Geld. Den Sehen kostet sozusagen alles, nicht? Aber du wirst keine Beschuldigung in der Hinsicht haben. Das ist möglich, dass deine Kinder ihre rechte Entscheidung, was die Geld kosten, als Eltern, oder Jünd als Eltern. Und dann ist es wichtig, dass das Kind wichtiger ist als Geld. Und dass wir niemals dort brücken, zum ans Kind verschmieden sein, die hat mir so viel gekostet. Check mal, was dein Leben mir alle gekostet hat. Und so bedankt dein Kind mit Vergebung. Das ist möglich, dass dein Kind sein Leben, was die in gewissen Namen geben. Er jünt als Familie, oder je sind die Familie mit dat Kind, oder mit so einem Stück. Und einmal ist es so wichtig, dass wir dort nicht annehmen, sozusagen, dass wir nicht ans Kind beschuldigen für mich nun, oder für die nun, als Eltern. Und dass niemals jene Kinder verschmieden, dass check mal, was du getan hast mit unserer Familie. Und so bedankt dein Kind mit Vergebung. Du nicht dein Kind bedanken mit Beschuldigen. Du nicht dein Kind bedanken mit einem ganzen Welt voll Dingen, was in deinem Leben alle auf Arsch getan.
Wenn Gott dort mit uns so deut, wir würden mit der Liste never durchkommen. Wenn die Liste wird jeder Tag länger, wo wir auch recht tun. Und so wir als Eltern können einmal unsere Kinder beschuldigen für vergangene Sünden oder Dinge, sodass die Kind nicht bedacht mit Beschuldigung. Besiegt nicht vergangene Sünden. Da habe ich von geredet. Das ist sehr, sehr wichtig. Dort leicht ich nicht, dort leicht du nicht, wenn das wir einmal die alte Sünden über dir schlapp, so werden wir dort nicht tun. Gott der dort nicht mit dir. Die Bibel sagt, Gott versäubt unsere Sünden, das tiefste Meer. Und er lässt die durch. Wir färschen die einmal raus. Aber Gott lässt die durch. Die Bibel sagt, dass Gott, der unsere Sünden von uns so weit weich als Osten von Westen. Und da meint so viel, du hast kein Eng, du kannst es never haben. Und so, bedankt dein Kind mit Vergebung. Wir tun nicht vergeben für das Kind. Wir vergeben für uns selbst. Vergebung hat never mit der anderen Person zu tun. Das hat immer mit dir zu tun. Das hat immer mit mir zu tun. Und das ist ein Ding, was wir lernen machen, wenn wir wollen vergeben, wenn Janer so und so wird. Oder wir wollen vergeben, wenn der ist was kommt bekannt. Oder wir wollen vergeben, wenn jemand was sein Leben ändert. Vergebung hat nicht mit deinem Kind zu tun. Vergebung hat mit dir zu tun, als Eltern. Und das ist bloß in deine Kinder, das sind alle menschliche Verhältnisse, so steht. Wenn wir loten los, um das auch kann leben. Ja, ein Mensch wird vielleicht never ändern. Ein Mensch wird niemals zurückkommen, nach die, was die haben tun. Das ist allmählich. Und wenn du dann was lernen mit vergeben, dann hast du in das Leben ganz für nicht, was dort passiert. Wenn es vielleicht never passiert. Und so ist es mit Kindern auch. Weil wir nicht so denken, dass wir vergeben das Kind, wir vergeben für uns selbst. Na, wir lassen dort los sozusagen, wir vergeben die andere Person, aber das meint bloß, du lässt dort los, aber das ist für dich selbst. Nicht für den anderen Mensch. Wir vergeben nicht für andere Menschen. Römer 2 sagt, ja, verachtest du dort, dass Gott so gut, schonend und geduldig mit dir umgeht. Heute mal habe ich gedacht, dass in uns unvollkommenes Leben und viele Fehler, wo wir merken, dass Gott leichttulich und schonend mit dir umgeht. Aber even als du ein Sünder wirst, Gott ging leichttulich und schonend mit dir um. Weißt du nicht, dass Gott durchwehen so leichttulich zu dir erst, dass du umkehren sollst. Und so Gott, der nicht uns mehr umkehren mit den Füßen. Er das mit Leib. Und so wenn du Kinder hast, wird vielleicht nicht so leben, als du wirst leben, die ganz einzige Weg, zum der Gewandes Leib. Mit Dolsen, mit Rutschmieden, mit Drohen, da wird näher was tun. Mit dort schüben Menschen bloß wieder weg. Und so, bedankt dein Kind mit Vergebung. Durch Jesus, der sein Blut von uns gegeben hat, sind wir losgekauft und dann sind die Sünden vergeben durch die große Gnade. Und zu dieser Gnade, wenn wir unsere Kinder bedanken mit Gnade, dann bedanken wir unsere Kinder mit Vergebung. Und wir wollen nicht vergangene Sünden, vergangene Dinge, was da sind, immer wieder über Deal holen, immer wieder verschmieden. Und sogar, wenn das noch niemals was im Leben soll geben, dass das Kind wird sorry sein oder dass ein anderer Mensch wird sorry sein, aber wir vergeben, wenn wir han mit Gnade bedankt. Und wir vergeben für uns selbst, wenn wir keinen anderen Mensch nicht ändern. Und so bedankt dein Kind mit Vergebung, bedankt dein Kind mit Identität. Hier in dieser Geschichte, die dreht sich um Identität. Aus diesem Haus kommt. Dann habe ich sich al uitgedacht en geweest dat hij wat weins in Arbeiter zijn. Als hij dort bij de Schwein zat en even zijn voor zijn heim dacht, dann dacht hij aan de Arbeiter. Dat is mir immer interessant. Hij dacht nicht an den Älster sehen, was von Gott Leben die hat und wofür die Fuhrer den Jäuf. Aber hij dacht an die Arbeiter. Hij dacht an, wofür Arbeiter da wären und die hatten alle genug Brot zu eten und hij hungert. Und so mit den Gedanken kommt er in Haus und er sagt den Führer, und er hat das Red in seinen Kopf vor ich, lud mich, wenn es ein von deinen Arbeiter sein. Aber der Führer wollte nichts von Weitem. Der Führer lässt ihm nicht mal mitreden. Und der Führer, der sagt zu seinen Dienern, holt mal Schau und Kleid und holt den Ring, und besonders der Ring. Dort wie ein Ring von einem vollen Sehen. Dort wie ein Ring, das ist wie nicht ein Arbeiter.
Die Arbeiter drüben nicht so ein Rinkelstedt. Dort wir für den Sehen. Und so die Vater nimmt den Sehen für voll an aus sein Kind. Nicht bloß dort, aber der Vater verteidigt den Sehen jede Beschuldigung von anderen Menschen. Und das ist mir immer interessant, wenn irgendwer mir hat so Arsch getan, und das wer redet zu mir von dort, von den Menschen, was die vielleicht hat alle getan, dann wird es sehr schön mitreden, ehrlich. Aber der Vater redet nicht mit. Der Vater verteidigt sein Sehen, den er großhaft in den Ring gegeben aus dem Teken, das heißt, war ein voller Sehen, heißt nicht ein Arbeiter. Und so der Vater verteidigt den Sehen jede Beschuldigung von den anderen Brüdern. Und so, einmal ist es sehr wichtig, dass unsere Kinder dort klar weiten, dass die sind 100% angenommen bei dir. Ich denke, was wir viel mehr haben in uns Fall, das ist, dass Kinder haben sich nicht gefeilt, angenommen von den Eltern. Das tun noch immer nicht. Vielleicht bist du es dort. Eltern haben die zu sie geschoben, Eltern haben die vielleicht anders behandelt, als der ewige Part von der Familie, und haben einmal, du fühlst die nicht angenommen. Und so das ist wichtig, dass wir unsere Kinder das was tun, was wir würden gleichen, dass die sind unsere volle Kinder. Die sind niemals nicht, wenn ja aus den vollen Kind. Und das hat sich Glück in was die leben. Aber das sind die nicht Kinder. Und so das ist wichtig, dass wir unsere Kinder in denen wir bedachten mit Identität. Noch ein Ding, was sehr wichtig ist, ist, dass du deine Kinder lehrst, ihre eigenen Fehler anzunehmen. Und du kannst dort tun, mit den annehmen. Mit entwiesen, dass gerade was die tun, sie sind immer deine volle Kinder. Noch ein Ding, was wir können tun mit unseren Kindern, ist, dass wir annehmen, toping mit was sie tun. Wenn die was so und so gut tun in der Schule. Und das ist einmal ein gefährliches Ding, wenn wir unsere Kinder belohnen von dem, was sie tun. Wenn wir uns belohnen von dem, was sie tun, dann können wir dort einmal merken, so luten, dass wenn du nicht so und so gut warst, dann bist du nicht vollends angenommen. Vielleicht hast du ein Kind, das sehr schwer lernt in der Schule und die kommt never mehr mit den anderen Kindern. Dann nimm das an. Und nicht dazu ausschämen und sagen, wohin kostet nicht so sein als Janik. Hier mal ein Zeugnis von einem Mann in sein Vater, als er wie ein kleiner Junge war. Dann hat sein Vater, der hat ein Baseballteam, ein kleiner Junges, ein Baseballteam. Aber er kann nicht so viel catchen, er kann nicht so viel schmieden oder so viel batten als einige von den anderen Jungs. Und als das Game durch ist, dann nimmt der Vater das Sehen, schlappt ihn in den Mädel, durch wo das Baseball spielen, Mädel auf der Baseballstab kann sein. Und dann sagt ihm der Dom, für all die Menschen, die da rumstehen, wohin kannst du nicht so Jana, wohin bist du so ein Schassel als das, und du kannst nicht catchen, du kannst nicht batten, mit dir ist es bloß nichts. Und so, die sehen, die ging von der Stab rauf mit 100% Fähigkeit das hat. Und so, das, was ich meine mit Identität. Wenn wir nicht unsere Kinder vernichten mit Fehlern, was die merken. Viele Kinder wachsen ab, ohne jemals zu hören, ich sehe die gut. Some von ihnen haben noch niemals von ihren Eltern gehört, dass die ihnen leben. Das ist ein Ding, was in uns fällt, wenig gesagt wird. Das ist schuld. Aber das ist, dass wir abgewachsen sind. Ich habe never von meinem Dad gehört, ich sehe die gut. Mein Dad will nicht viel Raum in meinem Leben, aber wir haben es never gehört. Wir haben uns nu in der Lut, was wir all groß sind, befreit sind, gelehrt, mit unserer Mama so zu reden, dass I love you. Oder das sei das zu uns sagt. Oder wenn ich mit eurem Phone sehe, sie wird niemals abhängen, ohne sein, ich sehe die gut. Viele Kinder wachsen ab, ohne jemals zu hören, that I love you. Und so, sie hören Ferten, was sie auch tun. Sie hören vielleicht Ferten, wo arschelig sie sind, oder was von der Dampfchap sie sind, oder wo bist du nicht kläger. Besonders wenn die Kinder anfangen abzuwaschen, die anfangen zu schaffen, auf der Farm, im Haus oder was immer, dann tun die Dinge bei einmal nicht so studiert ist, oder die tun die Dinge aufbrutschen, was immer das ist, nicht? Und so dann ist es wichtig, wo wir reden.
En dat ze niet met die afwassen, dat met eend essen niet. Dat zegt in 1. Johannes stad. Seid, wo Gott de voor ons is, dat we God zijn kinderen genannt worden. En we zijn dat werkelijk. En ik wil leggen dat in jullie heim immer 100% klar weer, dat dit mijn kind. Krijg nog wat hij deed, krijg nog wat hij leeft, krijg nog wat van de vergangenheid is. Maar dit is mijn kind. Dit is mijn zoon, dit is mijn dochter. Dit is zoon wat ik je eerst van vertaald, wem de voerder door op een stap en opslapt. De voerder ging je weer dem van tussen des jong vertaald, wo hij zegt, hij had den voerder zijn Sachen topgepackt, like, bloß mal uit in huis. Maar dan is hij een jugendlehrer, lood am leven. En dan zijn zij irgendwo in de boy dan de campen met jugend. En bij eenmaal komt dan de koor aangevoerd. En ze weet niets van wie dat is. En dan staat een vreemde vrouw. En dan worden ze aan dat deze vrouw, dat is de vrouw van zijn dad. En die komt aan horen. Wenn zijn dad is krank. En zo dan heeft een zeer grote kampf, wenn hij heeft nog niemals een verlangen gehad zijn dad te zijn. Maar hij fährt aan. En dan is er een versöhnung tussen zijn en voerder. En de voerder die wordt nog waar gezond. Maar dan Luther. Dan ist der Führer, hij vertelt van eine Begebenheit, wo sie sind. En dan vertelt der Führer met stijl, met zijn borst een beetje en zegt, dit is mijn zin, en dit is een jugendprediger, like, en zo. Dat is een ding, wo das zin zich nu gebankt had voor levenstijd, dat zijn Führer wordt beroep zijn met wat hij doet. En zo, we kunnen onze kinderen manchmal te zien schrijven, oder met de identiteit vernichten, met niet annehmen, zoals ze zijn. Zo, bedaag die kind met identiteit, bedaag die kind met zekerheid. Deze geschichte handelt zich om zekerheid. Hier is een sichere stad in dit heim. Wanneer het schub weg is, dan gaat de voerder het zeker wat het vindt. En wanneer het cent weg is, dan zegt de vrouw wat het cent vindt. Als de zene huis komt, dat is niet zo dat papa mag nog wo je zag zijn, wo is papa, waarom zijn wat doen met de zin. Der raadt den al van wiet af en jeen, en dat het dus zegt, de zacht den van wiet af, dat meint zoveel de voerder kijkt. Emma, nou zien ze, die kijkt immer flinks en weg so zu sein, wo ist de zin. En als de huis komt, dus kein woordje onderhouding. Daar red ik eerst al een beetje van. Scheint zo'n, wo ist dit geld gebleven? Like, wo sind die $100,000 wat ik die geef? Voor wat immer die gegeven had. Wo ist dit geld? Du hast keine zo'n onderhouding gestart. Du hast kein van doelstampelen. Bitte van den Elster sehen, aber die Führer verteidigt den sehen, jeden dort doelstampelen. En so das kein doelstampelen van de sehen. En so, ons heim, mag een sichere stad zijn. Want we een heim hebben, wo Kinder uit angstig versterken, wenn Papa in huis komt, dat is een zeer treurig ding. En zo in ons heim zal zekerheid zijn. In ons heim zal het zo zijn dat wenn Papa in huis komt, dan ran we aan het gaan. En wenn de Kinder in huis komen, dan ran we aan het gaan. Maar viele Heime sind nicht so. In Johannes sagt, steht meine Schub hier, meine Stamm, en ik kan niet, en die komen hier aan. En ik zei, en ik geef ihnen over het leven, en ze worden niemals omkomen. In China kon je uit mijn hand rieten. In Christus hast du Sicherheit. Oh, du bist ein fehlerhafter Mensch. Wir tun Dinge, die richtig sind. Ich bin ein fehlerhafter Mensch. Unsere Einstellung, unsere Werte vielleicht, was wir sagen, sind nicht immer reich. Aber du hast nichts, was die tragen von Jesus. Du kannst die keiner rütteln. Er verspricht, dass er sagt, mein Führer, der mir das gegeben hat, ist gratis alles, und keiner kann mein Führer, der ut de hängen rieten. Und so werden wir das sicher merken in uns Heim, dass du es nicht, was unsere Kinder ut unsere Hängen können rütteln. Wir sind sicher in uns Heim. Unsere Kinder sind sicher. Kinder lernen Sicherheit in Bekan. Er anders gesagt, was wir tun, wenn ein Kind was aufdeckt, was es getan hat,
leert dat kind als hij door verlegen zal oder nicht. En zo wanneer ik opblozen, mijn kind heeft wat twee gemerkt, en eenmaal komt er op de tjaner, wat immer ik word het aanwerkt heeft gedaan, wou ik dan door met omgaan, leert mijn kind zekerheid oder nicht. Een kind wat er leert, dat wanneer ik dat wat zei, naar de papa dat wat aanworden, dan worden de sledels vliegen, dan worden de vleek weer vliegen, dan wordt alles vliegen. Dat is een kind wat leert dingen versterken. Dat is een kind wat leert te lezen, dat is een kind wat niet wat komt. En zo, wanneer we zekerheid kan geven, wanneer het kind nou wat je doen heeft, bij de ouderen is zekerheid. Maar dat je vielleicht nog mal zo dat je moet stroeven, maar dat moet met leven doen. Maar dat moet zekerheid zijn. En zo onoprechtigheid was in een onzekere omvang in een heim. Wanneer het kind zich niet zegt, oder het kind weet, dat mama en papa wat zij wat ik zijn, wat zij oplossen en wat zij worden dingen voor, die wordt het zo lang versterken als het avondje is. En zo wanneer we willen gaan onze kinderen zullen oprechtig zijn, dan worden we moeten besonders in die leer en met leven aannemen, dat we niet op die steed oplossen. Vielleicht had je wat groter te doen, dat die komt, wat immer. Onzekerheid was in een omvang wo kinderen gemisbruikt worden. Die worden vielleicht seksueel gemisbruikt. Dat is een van de ergste zinnen, wat in een heim vergeet, wanneer ouderen de kinderen seksueel misbruiken. Nog een ding wat we kunnen doen, is dat we kunnen emotioneel, in het denken, in het uitlachen, in het doormerken, besonders voor vrienden, en met ze betekenen als zeer arschelijke mensen. Dat emotioneel zeer beschädigen. Aber wenn wir körperlich misshandeln mit unseren Kindern, vielleicht uit Wort verkielen, oder mit den Füßen, oder even den Kopf, oder so Dinge. Und so, das sind Dinge, was unsere Kinder Unsicherheit lehrt, wenn wir dort in uns Heim haben. Gott ist ein Gott von Sicherheit. Live zwischen Eltern gibt ein Kind Sicherheit im Heim. Und so werden wir unsere Kinder bedagen mit Sicherheit. Dat het Heim nicht das unsicherste Steht ist für das Kind. Und das gibt einmal so, dass Kinder uit een Heim uitmaken, wenn das Heim ist zu unsicher. Das soll 100% umgedreht sein. Dass wir haben ein Heim, hier ist es sicher. Hier kann das Kind sein, wo das hat zwei gemerkt. Hier kann das Kind sein, wo das hat, wo vielleicht was tun, was das nicht soll. Wenn hier wird live sein, hier wo wir vergeben, hier wo wir annehmen. Vielleicht sind das Dinge, die müssen wir durchreden. Vielleicht sind das manchmal Dinge, die müssen wir strufen. Aber da wollen wir mit live tun. Aber hier ist nicht so, als dass wir wollen die uitvliegen oder so Dinge. Bedankt den Kind mit zelebrieren oder mit einem Fast führen können sein. Jeder ein von diesen Geschichten hat zu tun mit einem Fast. Als der Trub kommt, dann wird ein Fast. Als der Zent gefangen wird, dann wird ein Fast. Als die Sehne Hüst kommt, dann wird ein Fast. Wir müssen lernen, unsere Kinder zu zelebrieren, können wir sagen. Oder dass wir unsere Kinder, dass wir ein Fast führen für Dinge. Das sagt hier so steht. Und bringt ein gemastet Kalf her und schlagt dort, und dann wollen wir eten und froh sein. Wo kommt das gemaste Kalf her? Die Voda hat gemerkt für das. Na, zu der Zeit wird es manchmal so, sie hatten einen Kalf, ein gemastet Kalf, was geschlagen wird, wenn besondere Freund kommen. Aber ein gemastet Kalf, wie immer ein geplundet Kalf, das wie immer ein gemerktes Kalf, für wenn die Gelegenheit wo du sind. Und nu, das Futter, ich stelle mir so vor, das Futter, hij fördert das Kalf selbst mit seinen Sehen im Gedächtnis. Und wenn die Sehen was in Haus kommt, dann wollen wir ein Barbecue haben. A la Vuelta, nicht? Oder was ist das immer? Und so, dann wollen sie Fleisch essen. Dann wollen wir mal ein Fass führen. Und weißt du, dann sagt es so steht, die Ältesten sehen aber, wie ab der Stab und aus seinem Haus kommt, und die Musik hört. Hij hoort die muziek al van weit af, like dort thuis je het eind wat aan. Ik wonder wat du is, like die muziek weer luid, stel ik me zo ver. En zag wo sie dansten. Ik weet niet of sie nog mal dansen als Familie, vielleicht waren das Lächerschütters, nicht? So aus, oder was, ich weiß nicht. Aber weißt du, die Idee ist hier, dass Gott zelebriert seine Kinder.
Gott sagt, du hast Friede im Himmel, über jeder eine, was zurückkommt. Und weißt, wenn dein Kind kämpfen kann, dann zelebriert dort in der Stadt, da du über sein. Because dein Kind hat was gelehrt, was weit mehr wert ist, als was er hat zwei mehr. Wir werden immer andenken, dass wenn ein Kind gelehrt hat, dass er hat sichere Eltern, und er kann bei seinen Eltern kommen sein, was er vorher getan hat, dann wird es ein Fass geben. Stellt dir mal an, wenn jemand ein Fass gekriegt hat, dann steht ausgepflegt, wenn je was kein Obdach. Wo wir für einen Unterschied gemerkt haben. Und so unsere Kinder, wenn wir das zelebrieren, das Alte Testament, Neue Testament, das sind Fasten, wo wir sollen führen. So ist oftmals Torfast, na wir haben dort früher Fasten gemerkt in uns Mennonitentum, aber dort war wie sehr andere und dort Friedenfasten sind. Wenn wir sind ungenommen als Kinder, wie unsere Sinnen sind verjäft und so eine Dinge. So dort zelebrieren, wenn die Kinder horchen. Vielleicht hat er was abgegeben, die sind welche vorne als Eltern gekommen, die Hüsse in die Haare zu tun. Wo ich nicht ein Barbecue anstellen zu uns, und das ist ein Fass, was wir führen, für das du hast gehorcht. Oder dein Kind kommt irgendwas vielleicht sein, wo er auf zwei merkt, oder so eine Dinge, dann zelebriert dort, dass die aufrichtig ist und kommt die dort sein. Vielleicht kannst du nicht zelebrieren, was du getan hast, aber du kannst zelebrieren, dass die zurückkommt. Und dann nicht utpflegen, dann nicht dumm sein, dann nicht utlachen, oder ein so eine Dinge, aber zelebrieren. Zelebriert, wenn dein Kind die Wahrheit redet. Ganz kurz höre ich noch von einem Jungen, was er nicht getan hat, aber sie dachten, er hat. Und dann ja für Schach. Ein Schach, was er schließlich tauscht hat. Ich hatte einen Freund, das ich abwas, was uns dort belebt. Das Kind ist verwundet für Lebenszeit. Aber wenn unsere Kinder uns die Wahrheit sein, dann werden wir zelebrieren. Wenn das Futter heißt zelebriert. Und so, das heißt, dass ein Stehler kommt bloß, um zu stehlen, zu schlachten und in den Grund zu bringen. Ich sie gekommen, dort Leben zu geben und dass sie dort voll haben sollen. Gott will nicht langgesächte Christen, langgesächte Kinder, treue Kinder. Du weißt auch nicht. Wenn deine Kinder so traurig immer durch ein Haus gehen und fängst Bild ut, was du hast. Gott will nicht so dort. Er will uns ein volles Leben geben. Frieden immer im Herrn, und ich sage in Himmel, Frieden, sagt er. Und so das Vorwort Gottes. Und so Gott bedeutet uns mit Gnade, er bedeutet uns mit Vergebung, er bedeutet uns mit Identität, mit Sicherheit und mit Zelebrieren. Und das sind Prinzipien, also ich sehe, das sind große Prinzipien, über uns Leben so zu sein. Aber das sind Prinzipien, was uns Familienleben kann viel scheiner merken. Nicht bloß uns Familienleben, aber uns Leben mit anderen Menschen. Und so werden wir uns lernen, unsere Kinder das zu geben, Menschen diese Dinge zu geben. Amen. Wir noch tot beten. Und himmlischer Vater, Dankeschön, dass du ein Gott bist, der uns Gnade gibt. Du bist ein Gott, der uns Vergebung gibt. Du bist ein Gott, der uns eine Identität gibt. Du bist ein Gott, der uns Sicherheit gibt. Du bist ein Gott, der uns zelebriert. Help uns, himmlischer Vater, dass wir unsere Kinder das können geben. Ich will besonders ein bisschen reden zu den Führers. Und die Mamas vielleicht auch, aber besonders die Dads hier. Die Dads sind manchmal die, die sehr hart sind und sagen, ich sehe die Lehrer und ich will leiden. Und sie leiden vielleicht manchmal zu hart. Manchmal dann kommen die junge Familien noch mehr, meine Frau, die vielleicht weil die Familie anfangen, sie fragen, wo machen wir das tun, wo können wir unsere Kinder abtragen? Und wir sagen, aber bleib dicht an den Hort von den Kindern, halt das Hort dicht bei. Und sie fragen, wo das ist dort? Und wir sagen, aber dort verjährt die Kinder, wenn sie auch recht tun. Und wenn viele Kinder, die haben das nicht gehört von ihr Dad, dass der Dad ist gekommen und gesagt, I'm sorry, dass ich so hart wäre, das was ich gesagt habe. Die haben vielleicht gehört, dort kostet bloß verjährten, war bloß verjährten. Und die Kinder, die wollen vielleicht sagen, verjährt war ich das niemals. Aber die lernen, dass du aus dem Dad warst kommen und sagen, I'm sorry. Aus Mom. Und so, ich will dir dort am Hort leiden, all diese Dinge, was wir hier haben, diese Prinzipien, sehr, sehr gute Prinzipien. Ich dachte besonders an die Nummer 2,
bedeik deine Kinder mit Vergebung. Geh naar deine Kinder en vrouw voor vergeving. En dat wordt niet bloß einmal zijn, dat wordt vielleicht wahrer moeten zijn, nu moet het al wahrer gaan. Mij heeft het zo gedaan. Ik weer nog maar een paar deel terug door, ik weer gleich lang terug en vroeg meine Tochter om vergeving, nu moet ik wahrer gaan. Wenn ik sie wahrer, wo nicht ganz reich was. Aber dat hält unsere Relationship op. En ik kan ganz dicht aan haar hart blijven, wenn sie zit dat. Ik merk ook veel op, ik kom naar haar duimütig en vrouw kost me te goed houden. En so dads, moms, welpers op die hart leien, vrouw die Kinder om vergeving, wo dat wat veel. Ich habe das down. Nächste Woche der Announcement sein, wo wir checken sein, was da alle abkommt. In der nächste Werk hier, check nach der Screen. Goedemorgen Levenswasser, mijn naam is Kenneth Isbrecht en dit zijn onze bekommerkingen voor deze werk. Voor die van jullie die niet kennen, we hebben 2 verschillende WhatsApp-groepen hier in Lebenswasser. Eén is voor de lokale gemeente en één is voor ganz Rahmen der Welt. So, wenn du Part bist von Lebenswasser oder die interessiert Lebenswasser, die bist dicht bei Rahmen der Dämmung-Area, du kannst dich abschreiben für Gruppe Nummer 1 und du wirst Bekommerkungen entscheiden, wo uns anwohnen hier da lokalmente. Aber wenn du irgendwo unterwegs in der Welt bist und du bist interessiert an Lebenswasser, Contenido kriegen, entweder Leute oder Deutsche oder alle Sachen verschiedene, was wir reachen dann, die kann ich auch abschreiben an eine WhatsApp-Gruppe hier bei Lebenswasser. Wenn ihr das interessiert, dann schick uns ein WhatsApp nur den Nummer, was ich hier sein dann, oder ihr könnt nur einen Informationsdash gehen und ihr du abschreiben. MOBS ist eine Organisation, die über die ganze Welt ist. Und sie sind Mamas, die Kinder haben, die unter Schuljahren sind. Und sie kommen 2-mal im Monat hoch und tun sich untereinander erbühen. Wir lernen von, wo bessere Mamas zu sein, wo unsere Kinder in christlichen Weg aufzutragen. Und verschiedene andere lernen, was sie kommen und uns lernen. Einmal im Monat tun wir eine Kraft aus Mamas alle hoch, was tun, was untertun. Und all das tun wir, während unsere Kinder oben sind, mit Babysitters und mit Lehrern. Sie haben eine Klasse, wo sie auch von Jesus lernen. Und wir können ein bisschen Break haben und heute einen Kaffee und Frühstück haben. So, wenn du eine Mama bist mit jungen Kindern, die unter der Schuljahren sind, als Mobs für die erbühen und zum Konferenz merken, über dem, was wir in deine Kinder aufpassen. Wir planen weiter mit einer Vision-Klasse anzufangen im Oktober. So, wenn du interessiert bist, ein Glied zu werden an Lebenswasser, oder du willst gleich ein Mithelfer zu werden, oder du willst ein bisschen mehr Informationen gleichen von Lebenswasser als eine Quark, was wir glauben und was wir schaffen, ich kann Ihnen abschreiben, bei den Informationen für Vision-Klasse im Oktober. Ich will Ihnen alle gleich gedacht haben, wir haben kleine Gruppen hier in Lebenswasser Quark, wo wir dagste Werk taub kommen aus kleinen Gruppen von Freunden, Familie, wo wir Eten haben, Snacks haben und wo wir dankbar an Gott sind, wo wir studieren. Das muss eine gute Gelegenheit zum Gemeinschaft bieten, zwischen untereinander und zwischen uns und Gott. Wenn du noch nicht Part bist von einer kleinen Gruppe, ich würde dich einladen zum Abschreiben von einer kleinen Gruppe. Wenn ihr hier gleichgerichte deren gehen down, du wirst jede deren zum Ende Quark ankommen, du wirst das ganze Werk sein, jeder Tag von der Werk und du wirst kleine Papiertjes an sein. Dort sind eine kleine Gruppe, die sich treffen down, die verschiedenen Teile durch das Werk. Du kannst mehr Informationen kriegen von was die kleine Gruppe sich handeln hat und wo ihr ihn könnt abschreiben für Part annehmen an der kleinen Gruppe. Du kannst jede Mal frische kleine Gruppen haben, so kick pünktlich an, was ihr dort fängt an, was ihn interessiert hat und sendet ihn ab von der kleinen Gruppe von der. Jeder Sonntag, halb 11 morgens, in der zweiten Klarstube, haben wir eine Gebetszeit, wo wir für unsere ganze Umgebung, für unsere Kirche und für unsere Menschen beten. Das ist eine gute Gelegenheit, wo du und deine Familie vorbeikommen, halb 11 morgens. Dat is voor 15 minuten en je kan dan aankomen je wel, dan terugkomen je wel. En dat is een goede gelegenheid voor onze ganze omgeving aan te staan en je bed. En dan nog te laat weer naar Lebenswasser komen, dus is die Quark. So, wenn ihr dort an jeden Fall habt, ihr kommt auf ein Klima Saladig, ihr könnt da vorbeikommen, nur den Gottesdienst, und da geht ihr kaum, wenn ihr nur Paketen aufstellt, ganz und sonst. Oder ihr könnt auch in Lebenswasser kommen, wo ihr startet mit dem Geld oder Eten anbringen. Das ist alles von mir, von der hat eine gesehene Werk. Kan je alle opstaan dat ze weer zo'n service is? We hebben een gebedsteam hier, wat bereid is om voor jullie te beden. En ik wil zeggen dat je niet te blij zijn, want je bent hier aangekomen, je gebedveld. Komt hier nog ver en zij worden voor jullie beden. Wanneer je wel door krijgt blijven waar je bent, wanneer andere mensen uitgaan en je wil bezeten blijven, er staan blijven en dan kan je loer wat die buiten zijn, zij kan naar jullie komen beden en je kan hier aankomen. We geloven aan gebed. We geloven wirklich, dass Gebet das schafft.
En dat wollen wir wel ook met jullie top doen. Gleich lang terug, dan wir hier in de kerk eine Familie met een kleine jong. Hij was about 5 Jahre alt. En zij weer al bij dokter was en hij zullen den opereren, wenn er something wie erg met zijn Körper. En dan zegt de kleine jong te zijn mom, Dad, ik wil ook nog verder gaan beten. Die wilde gerne voor mij beten. En zo de kleine jong, die komt hier nog verder en das team, die beet voor hem, een heilung over hem. En aan de nächste week, dan voor de lieden om dokter. En dan zegt de dokter, dat fehlt euch operieren. Das kleine jong, der ist gesund. En zo, als dat niet goed wird, Gott te loven, am te danken dafür. Wir haben danken Gott dafür, because wir glauben an Gebet. Und wie kann es sein, dass Gebet das schafft? Und sie sind hier nicht zum Wunder tun, aber durch Gott sein Gebet, das Gott Wunder. Okay? Und so, wie wir bis gleich, dass ihr wieder frei sein, ob sein, seid nicht bleib, kommt dafür, was immer in ihrem Leben angeht, da wird hier bei ihnen bleiben und sie sind wirklich ihnen zu halten. Dankeschön, Jesus, für deine Gnade, und Dankeschön für deine Leib über uns, und Dankeschön für dein Wort, was wir klar können hier von dir. Help uns, bis als Moms, als Dads, dass wir das wahr ausleben, was wir hier haben von dir mit unseren Familien. Beten wir ein bisschen sehen, über jeder einer, was hier ist, Gesundheit, Heilung über ihn, was wir uns wahr sein in Jesu Namen. Amen. Hat einen guten Weg. sexy. Du bäst för mig, bäst mig
sexy. Interview.